am Loch ein Brüllen rausgezogen. Aufgeguckt, zum Brief runtergeschaut, runtergefallen. Wieder aufgeguckt, runtergeschaut, runtergefallen. Bis er gemerkt hat, dass die Brüllen, die wo er jetzt gerade in der Reißen hat, bloß einen Biegel hat. Die meisten Gemeinderäte waren derweil schon damit beschäftigt, dass sie vor Lachen nicht vom Stuhl fallen. Jetzt geht es aber erst richtig los, die Geschichte. Haben nämlich der Ehrgeiz gepackt. Fraktionssitzung unterbrochen. Pause, wenn wir machen. Für die Raucher war es nicht schlecht. Ne? Auf jeden Fall habe ich ins Auto, also ein normaler Mensch, ein Auto für die Jackel, Büro. Ja? Oder wieder noch mal blöd gesagt, hat die auch gefunden, ist er wieder gekommen. Schaut her, hat er gesagt, stolz, 2 Biegel sind da. Hat es aufgeguckt, die hat auch gehalten und hat wieder nach der preußischen Schrift angefangen zum Vorlesen. Mama putzen. Aber da und angefangen das Brillenglas zu putzen. Das erste Brillenglas hat er putzt. Und wenn das zweite Brillenglas gerade so in der Reißen gehabt hat, hat er gemerkt, dass das Laut durchgeht. Mein Gott, ja, gekauft er halt endlich einmal ein Brillen mit 2 Biegel und 2 Gasen. Gratuliere dir dazu! Jacke, letzte Woche ist er gesagt worden, du kandidierst vielleicht gar nicht mehr. Manch andere munkeln, du kandidierst 2014 schon wieder. Geht aus als Ehrenamtlicher, du darfst jetzt so lange machen, bis du gar nichts mehr lesen kannst. Dein Büro hast du jetzt auch schon im Erdgeschoss. Treppenlifter brauchen wir auch nicht, einen Rampen für den Rollator haben wir auch. Wunderbar. Funktioniert, was willst du mehr, Steinberg? Ich meine, den Rat haben wir letztes Jahr überlegt, was wir wo für neue Straßenlaternen einstellen. Und in der Schnauer Straße haben wir das auch schon gemacht, von mir aus. Wir müssen uns leisten können überall. Außer in der Seestraße. Weil bekanntlicherweise wohnt da unsere Gemeinde überhaupt und da ist mäßig. Habt ihr schon mal dieses Riesenmonster von Tanne gesehen? Das war bei Jackel, nein, eigentlich auf der Straße draußen, steht. Und da genau drunter ist eigentlich eine Straßenlaterne, die hat kein Mensch von euch noch gesehen, weißt schon. Aber da drunter war keine. Dieses Monster von Tannenbaumjackel, das ist vielleicht die Laterne da drunter, meine. Die ist vielleicht nicht dafür gut, dass es euch Katzel seine Junge eine gute Nachtgeschichte vorliest. Aber ansonsten hat das überhaupt mäßig. Das hat er selber auch schon gemerkt. Aber das mit den Maschinen beim Jackeln, das ist halt so eine Sache. Weil dann hat er sich eine elektrische Motorrad gekauft. Dankeschön. Und wenn er damit dann ins Holz gewollt, hat er gemerkt, dass der Bauernrudel noch nicht da gewesen ist und Steckdosen hinter der Baum. Dann hat er sich eine echte Motorsäule gekauft. Irgendwann im Baumarkt, die haben sie einen aufgereiht. Die geht aber nicht. Ihr wisst es ja, weil letztes Jahr da war die Geschichte mit Diesel und mit Benzin. Ein Turbo-Dieselmotor gibt es halt nicht. Ne? Aber dann, in der Christbaum-Versteigerung von den Fußballern, da hat er zugeschlagen. Für 13 € hat er sich eine Handsäge gekauft. Ein Seersdrumdi. Die verwunderte Bevölkerung hat gesagt, was er etwa damit möchte. Manch andere haben gefragt, der wird sich doch nichts oder nicht. Nein, habe ich gesagt, mit der sehe ich bestimmt nicht.
Es gibt Leute, die haben die dann gesehen, Jacke. Was mit dem drum? Ach, du bist auf Leute. Jacke. Wenn man sich so eine Sech kauft, dann muss man ja wissen, was man mit so einer Sech tut. Normale Leute kaufen sich, wenn sie sich eine Handsech kaufen, eine, wo man Holz reinkommt damit. Der Jacke kauft sich, wenn er sich eine Handsech kauft, eine, wo man Gasbetonsteine reinkommt. Und wenn der ein oder andere an der Seestraße vorbeikommt, der hängt immer noch dort an der Ast. Bürgermeister, Geld trinken wir einmal. Prost! Unser hochwürdiger Herr Pfarrer aus Wackersdorf, der Hubert Bartel, hat sich heute leider entschuldigen müssen. Schaut drum. Der hat mir ja letzte Woche hat der Gerüchte in die Welt gesetzt. Da muss ich schon einmal drüber reden jetzt. Ich habe mir ja letztes Jahr gefragt, weil er das schafft, dass er bei seiner Starkbierrede der Hämerzipfel nicht aus der Hose raushängt. Das ist nicht weiter lustig, das weiß schon jeder. Ein paar Jahre auch schon gewusst. Ich habe die Behauptung aufgestellt, der hat ein Nachthemd an und hat das unten zusammengebunden. Nein, hat er geantwortet. Wahrscheinlich, hat er gesagt, der Schlawiner, liegt es daran, dass ich, hat er gesagt, mehr in der Hosen hab, weil du. Und dass das wahrscheinlich, was ich drin hab in der Hosen, auch noch härter ist, weil das drin. Als Raufer der Affe auf Wackersdorf in deinem Pfarrhof. Was ist nachher bei dir heute? Anders gefragt, was darf nachher bei dir überhaupt heute sein? Der Bauch ist und wird mit Sicherheit nimmer. Aber er kann sich trösten. Der Bauch ist bei mir in dieser Region meines Körpers auch das Einzige, was nicht mehr hart wird. Der Finzelsepp hat halt einfach mal geschaut. Nach eigener Aussage Waldbesitzer des schönsten Hotelgasthauses in der Oberpfalz. Ein wenig übertrieben halt. Als wenn du sagst, Finzelsepp, ich bin bald Besitzer des schönsten Hotelgasthofes von Starnberg, dann glauben wir das. Dann glauben wir das. Aber Sepp, ich darf dir um einen Gefallen bitten. Arbeit bei der Renovierung nicht selber mit. Es bringt nichts. Siehst du, was passiert ist, was du gesagt hast in deinem Restaurant hinten drin, einen Boden reinzulegen. Nein, falsch nicht legen, ausmessen. Bloß ausmessen hast du, nicht verlegt. Das hat ein anderer gemacht. Wir kommen nach der Gemeinderatssitzung zum Sitzungsgeld versaffen in sein Restaurant hinten. Und so haben wir es gemerkt. Bis auf einen, der Kindelfranz, der hat mir das gehört so. Hat er nämlich, wo dann der Bodenleger da war, gemerkt, dass er fast 20 Quadratmeter von den neuen Bodenzwingen gekauft hat. Vor dem Kamin hinten hat er ganz drum gefeilt. Und auf der Goschenfalze haben wir nicht auf Finzelsepp, auf der Goschenfalze mit Sicherheit nicht. Hat er gesagt. Ja, hat er gesagt, wir können nachher damit rechnen, dass der Bodenleger den Belag diagonal einlegt und dass dann die Quadratmeter mehr werden.
Finzelzeit. Die Quadratmeter werden mit Sicherheit nicht mehr, aber das Hirn bei dir weiß ich nicht, ob es noch mehr wird. Weil es ist nämlich nicht am Verschnitt gehen oder irgendwas sowas, was ihr euch jetzt denkt. Finzelzeit. Also ein Meterstab ist 2 Meter lang. Und wenn ein drum von so einem Meterstab fällt, dann ist er bloß 1,80. Und wenn du genau rechnest, dann ist genau die Menge, die du vergessen hast. Das heißt, wenn du ein Fremdenzimmer kriegst, dann du eigentlich jetzt rein. 10. Was der du ausmessen? Hallerseits. Geh doch einmal zur Schau, mal den Schenk die Winkeln so aufkriegt. Die brauchen mal irgendeine Hilfe beim Durchlaufkühler. Schau mal bitte. Aber Schenk, passt auf, damit er sich nicht scharf guckt. Weil dem geht es genauso bei mir. Wenn er sich scharf guckt, wenn wir Angst haben, dass sich der Bauchnabel an der Kniescheibe festsaugt und nicht mehr raufkommt. Max, jetzt darfst du mal aufhören zum Schreiben. Sag mal, haltest du mir noch? Unten wird es immer mehr, dafür oben immer weniger. Hoher, meine, hoher, gell? Sonst nichts. Das Hirn hat mehr Platz, gell? Der geistige Eintopf da oben lichtet sich schon langsam. Merkt man bei dir auch schon, gell? Aus der SPD ist ein Astrend. Jetzt haut sie ihn schon gescheit durch. Jetzt haut sie ihn schon gescheit durch. Aber Max, ganz passt es noch nicht. Weil war das letztes Jahr bei der Aufführung von O Donna Clara? Kennt ihr das? Das ist eine Revue-Show von der Christina Fink-Rester, was Liedl aus den 30er Jahren vorsingt. Echt gut. Geschichte erzählt dazu. Eine fiktive Geschichte, muss man sagen. Wirklich fiktiv. Geboren verzeiht dann drin, ist 1907 in Schnabberg in ärmlichen Verhältnissen. Nach Berlin ist gegangen ins Rotlichtmilieu, ist abgerutscht, geheiratet hat, so einen, der Geld hat, den hat es dann umgebracht und so weiter und so weiter. Also eine interessante Lebensgeschichte. Der Max ist ja dann später gekommen und hat bis davor nicht so mitgekriegt, dass das fiktiv ist. Ist er nervös geworden. Ja, hat er sich gedacht, Schnabbergerin mit so einer Lebensgeschichte, 7er Jahrgang, die noch so gut ausschaut. Max, was ist da los gewesen? Jetzt pass auf, jetzt deutscht das einmal aus. Die Christina Fink-Rester ist keine Schnabbergerin, sondern eine geborene Fink aus Teilwitz und mit Sicherheit nicht in ärmlichen Verhältnissen geboren. Wohnt hat sie in Berlin, sondern in Fischbach. Geheiratet hat den Rest der Jacke, der war als Kämmerin mit den Haut zwar mit Geld zu tun hat, aber mit Sicherheit keins hat. Umgebracht hat sie, so viel ich weiß, auch noch nicht. Und geboren ist augenscheinlich nicht 1907, sondern in den 70er Jahren. Max, ich hoffe, du schreibst das bei mir ein wenig gescheit rein. Der Hannes-Sepp ist auch wieder da. Du kannst mir das ja gerade recht Birscher. Du Birscher und der geschnappert weiß Paul, da sitzt er. Die darf ich bloß nichts machen, weil der war eigentlich hinter der Schenkel arbeiten und sonst arbeitet er nichts mehr, der Krüppel. Also, Hallersepp. Letztes Jahr auf dem Kürbis- und Kartoffelfest von der Frauenunion ist es gewesen. Schon der Name, gell? Kürbis- und Kartoffelfest. Meine Leitspeisen. Auf der Tombola kriegst du nachher noch ein sehr drum Weißkohl, ein paar gelbe Rauben und ein Runkel. Schwarzpetra, ein Runkel, eine Futterrübe.
Kornfahrt zum Hosenfüller. Ich war eingeladen, dass ich mit den Kindern Kürbisschnitzen da. Hinter Cenk haben sie mir nicht hingelaufen. Warum, weiß ich auch nicht. Habt ihr schon einmal mit einer Herd Kinder Kürbis auseinandergerissen? Recht kleine Teile, nein, da weißt du, die richtig schön hart sind. Naja, dann ist halt irgendwann so um 3 Uhr am Nachmittag ein wenig staubig geworden in der Gurke drin. Ja, aber man denkt jetzt bei den Kindern Nachmittag um 3 Uhr, da kommst du jetzt auch nicht, da wirst du schon. Warum nicht sein? Aber man da trotzdem irgendwann so eine Seite geholt und hab's ganz geschammig hinter das Zelt hingestellt. Da ist da gestanden eine Weile, weil ich habe auch wahrscheinlich den 38. Kürbis da geschnitzen wollen. Bin ich wieder hintergekommen, durchgeschwitzt, weil ich war und wollte einen gescheiten Schluck, also richtig gescheiter mal anziehen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du so richtig gescheit anzeigst, dann kannst du auch nicht mehr gleich aufhören, weil das drückt nachher. Mein hat das abgebrennt in der Gurgel drin. Mei, aber man denkt, so währenddessen ich versucht habe, wieder aufzuhören, zum Anzeigen, wird das Bier vom Jackelbrei schmack. Weil Wasser ist das Abendgrund in der Gurgel drin. Haben wir die zwei Krippel, der Hallersepp und der Weißpaar, mit dem Wasser in mein Bier. Hallersepp, ich hab heute auch was in dein Bier eingetragen. Kennst du das? Rizinus! Rizinus! Naja, das gibt heute auf Nacht ein rektales Heavy-Metal-Konzert. Liebe Ernst Hilde, wo ist sie da? Ja, du musst aufpassen, Hilde. Ja, da sind wir schon da, gell? Oh, du allgegenwärtige, unverzichtbare, ewige Vorsitzende unseres Frauenbundes. Um eine andere Rosentorte. In 80 Tagen um die Welt ist ein Sonntagsspaziergang zu machen. War das letztes Jahr mit Bus in Berlin. Alles super organisiert. Über meine Mutter habe ich dann noch eine Reichstagsführung organisieren müssen. Nein, der Frauenbund stellt sich nicht an, weil andere Leute durch den Seiteneingang mal eine, die nicht pressiert haben, die Menschen wollen wieder weiter, da geht nichts. Aber eine Bedingung für den schnellen Einlass in den Reichstag gibt es. Ein gültiger Personalausweis. Ist nervös geworden, Hilde. Hat zum Angreifen. Dass ihr mir für ein Jahr alle einen gültigen Personalausweis mitnehmt, gell? Schaut, dass ihr das Fahrzeug meint, der vielleicht euch verlängern. Hilde, wie lange ist denn dein Ausweis gültig? Aber du brauchst eh keinen, die kennt man in Berlin ja schon, gell? Ja, die baldige DSL-Versorgung, ein ewiges Streitthema im Gemeinderat in Starnberg. Liebe Jakobata, Freundinnen und Freunde, 2014 sind wieder Kommunalwahlen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wird wieder dringend Zeit, dass wieder eine Frau im Gemeinderat reinkommt. Die Sitten sind manchmal schon gescheit verrot. Und so ist noch ein Ausspruch von unserem Fraktionsvorsitzenden, dem Kindl Franz Hingerl. Der ist ja normalerweise bekannt für seine gewählte Ausdrucksweise. Und irgendwann, da es einmal wieder um die Leerrohre gegangen ist für unsere DSL-Versorgung, ist sie auf einmal rausgekommen aus dem. Sagen wollte er eigentlich, warum sind denn die Leerrohre noch nicht in den Boden verlegt? Der Boden ist noch nicht gefroren. Es muss doch möglich sein, kurzfristig so eine Maschine zu bekommen, die diese Leerrohre verlegt. Rausgekommen ist dann, wo ist mein Kind? Hoffentlich geht er gerade nicht so. Ja, warum hat er gesagt, warum steht noch das Rohr noch nicht? Und warum kann so ein Rohr nicht blasen werden, wenn es kalt ist?
Das steht mir aber schon auf, wenn es ansteht. Und warum haben wir nichts zum Blasen da? Zeit wird's, dass da herin wieder blasen wird. Franz, ich habe in der Sitzung dir nicht antworten können, weil ich gerade damit beschäftigt war, dass ich Luft hole. Ich werde ja heute nicht antworten, aber vielleicht passt es bei Gelegenheit. Liebe Schaltberg-Gemeinde, ich war vor ungefähr 14 Tagen, oder genau vor 14 Tagen, ich weiß nicht, auf der Jahreshauptversammlung von unseren Schützen. Da hinten sitzen ganze Klausen voll. Schön, dass du da seid. Saubere Sache. Einen Luxus haben die, kannst du dir gar nicht vorstellen. Eine Vorstandschaft verschlägst die als andere Verein Finger ab. Sogar Kampfkandidaturen gibt es. Kampfkandidaturen, es ist um den Posten des Frauenwartes gegangen. Das war bisher die Koller-Edith. Die ist gelobt worden von den Männern, dass das Schützenheim so gut im Griff hat. Und alles, was um das Schützenheim dazugehört, so gut zusammenhält, vor allem die Männertoiletten, ist gelobt worden, dass sie so schön sauber macht drin und so schön dekoriert und dass das jetzt so schön ist. Sie hat von Scheißen nicht so viel Ahnung. Deswegen hat er zweite Herme. Ist auch gefunden worden. Man wollte halt keinen Zwist einbringen in die Geschichte und so hat man sich darauf geeinigt, dass es in Zukunft 2 Frauenwarte gibt. Frauenwarte oder Frauenwartinnen, weiß ich nicht, ist wurscht. Eine für Scheißen und eine für für Wahlen durchgeführt, alles einstimmig. Dann ist die Edith gefragt worden, ob sie die Wahl annimmt. Aufgestanden, die Edith. Jawohl, hat gesagt. Ich bedanke mich, fühle mich geehrt und nehme die Wahl an, hat gesagt. Liebe Edith, ich habe es noch nie erlebt, dass sich ein Verein unsere Schützen eine Klofrau leisten können, die auch noch in die Vorstandschaft eingewählt wird und sich dann auch noch so nett bei der Mitgliederversammlung bedankt. Respekt, Schützen! Und die Schützen feiern das Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Ein schönes Fest wird das, die Reichskorpeller Schützen kommen noch dazu. Feiert's gescheit, ich wünsche euch alles Gute. Prost! Unser Bollwein Jutta, unser Steinberger Star in 30 Franken. Weißt du? Ja. Mann, oh Mann, was war noch das? Froni, also wenn Sie München einmal eine Bavaria brauchen, Emilia, nicht, dann nimmst du das mit. Weil das ganze Mama und Papa Gehabe da, das geht mir schon langsam auf die Nerven, die lässt einer schon krediten, da kommst du ausgeht davon. Aber Jutta, was ist noch jetzt mit den Frauen? Ein bisschen verarscht hast du das ja schon, oder? Die haben das, glaube ich, nicht ganz verstanden, was du bei deinem ersten Auftritt schon gesagt hast. Ein bisschen unlogisch war das auch. Gerade gemerkt hat über ihren Mann, den Klaus. Keine Nacht hat er gesagt, lasst ihr ihre Ruhe. Sie kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ihr Mann hat es erzählt. Er hat jede Nacht so gut und gerne seine 15 Höhepunkte im Schnorrer. Davor hat es aber noch gesagt, dass er, wenn man ins Bett geht auf die Nacht, ne, und dann, so, sagt der Schatzl, macht man's wieder, die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da, gell? So hast du es gesagt. Ja. Klaus, wo hast du jetzt deine 15 Höhepunkte? Ne? Es wird für ewig dein Geheimnis bleiben. Ist auch in Ordnung, ich möchte es gar nicht wissen. Was ich aber mit Sicherheit nicht mehr mache, ist, dass ich in der Früh um 8 Uhr bei dir einen Zahnarzttermin ausmache. Weil ausgeschlafen kannst du nach so einer Nacht mit Sicherheit nicht sein.
Schön sind auch diverse Versprecher, die unter dem Jahr so passieren. Warte mal, Schnapputschig. Nicht nur unser Bürgermeister, wo ist denn der eigentlich wieder hin? Hat das nicht mehr aus, der Herrin. Sondern auch unseren zweiten Bürgermeister und den Bemel Harry, was hier hier und da so Versprecher, die haben mir einfach gefallen. Unser Kommod, der Taurer Reinhold, kommt jetzt mal in die Gemeinderatssitzung und fast jedes Mal flunkert er unseren um, wenn er kommt. Da sagt er jetzt mal, mei, sagt er, hab ich einen Stress. Einen Stress. Reinhold. Stress im Arbeitsamt. Das ist auch, als wenn ich behaupten darf, mein Pilates-Lehrerin braucht eine Pause wegen Burnout. Oder der Bemmerlei, der ist ja bekannt für seine schnelle Zunge, wenn er mal darf. Wenn er mal aushört, dann geht's dahin. Dann argumentiert, so passiert. Ich weiß nicht, was letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wo es im Kindergarten einmal eine Sitzung gegeben hat. Oh, er sagt, ja, wo man dann einmal reden hat, lang. Der Kindergarten, der braucht einen neuen Anstrich, das war alles ein schöner werden und attraktiver. Recht hat er ja grundsätzlich. Da hat er gesagt, da war ein Drache hingemalt werden, ein Drache und der St. Martin kommt dann, hat er gesagt, und der tötet den Drachen und das wollen wir halt den Kindern erklären. Harry, das mit dem Drachen, das war der Georg. Und der hat mit unserem Kindergarten überhaupt nichts zu tun. Aber der Martin, und das hat er gewusst, der hat mit dem Drachen nichts zu tun, sondern das werde ich mit dem Mantel teilen. Aber es wird noch werden, ich bin da recht zuversichtlich. Wo ist noch der Jacke? Trauen Sie nicht mehr. Das ist auch so einer, den immer mal reinlädt, dann redet er und das ist einmal in der Sitzung um die Gestaltung unseres Schulvorplatzes gegangen. Und da hat er so geschrien und gewerkt und hat gesagt, das machen wir genau so, weil die Schüler in Wackersdorf, die haben das auch so schön dekoriert da vorne mit ein paar so, wie sagt man da dazu, Skulpturen. Lassen wir doch die Frau Furtwängler, wollen wir gleich mit ihr reden, mit den Kindern ein Seeungeheuer bauen. Ja. Ja, er hat gesagt, dann rede ich gleich mit ihr, das passt schon, dann hat er weiter geredet und irgendwann ist er dann rausgekommen, ja, er hat gesagt, und wenn dann das Seeungeheuer Furtwängler fertig ist, ja, schauen wir mal. Liebe Schauspielfreunde, unser Feuerwehr ist ja in so einer Rede auch immer eine Erwähnung wert. Hat nicht der Kommandant in seinem Rechenschaftsbericht bei der Jahreshauptversammlung verzollt, dass er letztes Jahr 23 Einsätze mit 358 Arbeitsstunden geleistet hat. Die Wehr, da haben sie gut da haben sie viel gemacht. Ein Einsatz war unter anderem Rettung einer Entenfamilie aus einem Weiher. Lieber Kommandant, das ist ungefähr so, als wenn es sagen darf, der Bäcker Holger kriegt Scheißerei auf sein Weißbier. Und was mir an der Sache besonders gewundert hat, ist, dass 2 Tage später die Feuerwehr Kameradschaftsabend gehabt hat. Reinhold! Was der Tag meint, ich hab dir das ja vergessen. Nein. Hast du eigentlich was dir daheim mit deiner Toilette passiert ist? Nicht? Dann verzähl's ich jetzt. Die Marianne hat zu ihrem Mann gesagt, du Reinhold, hat gesagt, kannst du dir einmal unser Klo anschauen? Ich glaub, das rinnt.
so ein Krampf, hat er gesagt. Was soll etwa da rein? Das passt schon, putz halt zusammen. Ein paar Tage war er. Reinhold. Das Rind. Nichts ist passiert. Der Reinhold in seinem Sessel drin gehabt. Eins mag ich überhaupt Marianne gelernt. Eins rauf ist sofort ein Stangel, anderes an. Ich mag nicht mehr putzen, der soll das Tor reparieren. Naja, nachher ist er schon rausgekommen. Ja, hat er gesagt, ich glaube, ich weiß schon, an was das liegt. Ich meine, hat er gesagt, da ist mir halt mein Feuerwehrschleichler ein wenig rausgekommen. Was hat Marianne gesagt? Der Schleicher! Ja, so weit, da kommst du so weit hinter in der Milz. Warum zeigst du nachher das bloß am Klo? Prost, Reinhold! Jetzt kriege ich aber Zeichen, dass ich schon langsam aufhören muss. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Macht es weiter so, liefert mir ein paar Stickeln. Ich verarbeite es gern. Ich hoffe, ihr kommt nächstes Jahr wieder. Bleibt dieses Jahr noch ein wenig da. Aber halt! Hoppala! Halt! Jetzt fangen wir aber noch eine Sache. Ja, okay. Pass auf. Und der Stadler Bursche. Der ist heute nicht da, der ist beim Skifahren. Der Vorstand von den Ski- und Bergwanderer erletzt ja sein Andrea geheiratet. Ich war nach Zufall auch im Rathaus und habe mich mit unserer DSL-Firma umeinander gestritten, ist der Chef gekommen. Am Blumenstrauß in der Hand. Nervös ist er gewesen. Schnell hat er Grüß Gott gesagt und schon ist er wieder fortgegangen. 3:30 am Nachmittag war es. Ich habe ihn gefragt, was er will. Bursche heiratet, und für ihn mein Sitzungssaal. Unnervös war er. Der war so nervös, dass er alle 5 Minuten wieder reingerauscht ist. Und Blumenstrauß hat er irgendwann nicht mehr in der Hand gehabt, sondern in so einem Abfalleimer drin, wo er Wasser gefüllt hat. Den hat er da halt nicht mehr mitgeschleift. Der hat in der halben Stunde wahrscheinlich Ecken in seinem Rathaus gefunden, die hat er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. So ist der umeinander. Nervös war der. Und für ihn ist er wiedergekommen. An so einen Schädel auf. Gemerkt hat er, und ich kenne meinen Chef. Ich kenne ihn wirklich, ja, den habe ich gesagt, was die etwa im Datum verdient. Auf einen Schlag Käse, Weißwein. Nach seinem Terminkalender hat er geschrieben, anrufen soll ich sofort. Da habe ich gesagt, ja, halt auf, der heiratet in 5 Minuten, den rufe ich jetzt mit Sicherheit nicht an. Dann rufen Trauzeugen an. Gut, aber ein Trauzeugen angerufen ist rausgekommen, dass er sich nicht im Datum, sondern in der Uhrzeit vertan hat. Die Hochzeit war aber Gott sei Dank erst um 5 Uhr. Normale Gesichtsfarbe ist wieder gekommen. Ab ins Infocafé, 2 Weizen eingeschnitten. Brautpaar gekommen, mit Abfalleimer bewaffnet, Affe, Abfalleimer ins Eck gestellt, ein Traustrichel runtergesackt, ab zum Fenster. Bürgermeister Simmer da dabei, das Freitag gibt wird. Ein schöner Sparer, wo der ja die wollte, ist dann Braut einmal vertraulich zu ihm hingekommen und hat gesagt, geh gerne, die war du dabei gehabt hättest, warten die für mich gewesen. Aber an der Jacke ist ja nicht verlegen um eine Ausrede, gell? Hat er gesagt, ja was, ich habe das doch extra ins Eck gestellt, warum hast du das noch nicht mitgenommen? Sorry Leute, jetzt fällt mir am Ende nichts mehr ein. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Dank an alle Helfer, die mir geholfen haben, das Fest heute auszurichten. Prost, die Akrobatia 2013!
Ihr Knopf